Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service. Der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Falls Sie gerne Blues haben, dann sind Sie heute auf dem richtigen Kanal. Herzlich willkommen zum ZT Talk. Bei uns ist der bekannteste Bluesmusiker der Schweiz. Er steht seit vielen Jahrzehnten auf der Bühne, hat viele sehr erfolgreiche Tonträger produziert und hat eine eingeschworene Fangemeinde. Heute ist er zu uns ins ZT-Studio gekommen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Philipp Fankhauser. Herzlichen Dank, es ist mir eine grosse Freude. Philipp Fankhauser, vor rund 3 Jahren, ein bisschen mehr, sind Sie am heiteren Open Air in Zofingen auftreten. Was verbinden Sie für Erinnerungen mit Zofingen? Also Zofingen generell war eines meiner ersten überhaupt Konzerte im Ochsen. 1986, 1987 bin ich Vorband für eine damals sehr berühmte Band namens Jam in the Blues. Okay. Und das ist mir in sehr lebhafter Erinnerung auch zu Zofingen. Und natürlich das Heitere sowieso, der Stadtsaal. Also ich komme immer und sehr gerne wieder nach Zofingen. Gerade für Musiker war es 2020 ein Jahr, wo alles anders gekommen ist, als man es geplant hat. Können Sie für uns 2020 ein bisschen aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Sicht Revue passieren, was da so abgegangen ist? Ja, jetzt in unserem Fall, wir haben so, ich sage jetzt mal, ein bisschen Glück gehabt, weil unser letztes Album ist im Dezember 2019 veröffentlicht worden und wir haben von Dezember 2019 bis Ende Februar, Anfang März haben wir wirklich sehr viele Konzerte gehabt und haben sehr gut gearbeitet und haben tatsächlich auch ein bisschen etwas auf die Seite tun, sage ich jetzt mal, was uns nachher jetzt schon geholfen hat über den Lockdown, über den Frühling, über den sehr schwierigen Sommer. Wir sind einigermaßen noch ein bisschen privilegiert durchgekommen, im Gegensatz zu ganz vielen anderen, die einfach von 100 auf 0, da wirst du einfach abgedreht und da kommt einfach nichts mehr. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Jetzt im November, Dezember sind Sie auf Tour. Zum Beispiel am 8. November in Locarno, nachher ein paar Tage darauf Mürike, Wildeck, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir führen das Gespräch, bevor klar ist, wie das mit so Anlässen überhaupt weitergehen kann. Sie müssen vielleicht davon ausgehen, dass alles abgesagt wird. Ich hoffe es nicht. Wir haben im Jahr 2020 bereits über 50 Absagen bzw. auch Verschiebungen gehabt von Konzerten. Und das ist nicht nur finanziell, aber für uns einfach auch, wie soll ich sagen, es ist unser tägliches Brot. Es ist auf eine Bühne gehen, ist unterwegs sein. Das hat grosses Frustpotenzial. Und wenn das jetzt wieder so weit kommt, dann, also wir in die zweite Runde, in die zweite Welle gehen, dann haben wir das natürlich zu akzeptieren. Und es ist auch klar, dass es so muss sein. Und dann schauen wir weiter. Werden wir im Frühling 21, Sommer 22 wieder arbeiten können. Und hoffen, dass wir das alle überleben. Sie haben kürzlich eine neue Single veröffentlicht. Eine Neuspielung von einem alten Song, «Members Only». Heisst der Song, der Song hat mein Leben komplett verändert. Habe ich in einer E-Mail von Ihnen dazu oder von Ihrem Management dazu gelesen. Ist es so? Was genau, erzählen Sie uns doch, was genau hat es mit dem Song auf sich, dass der so eine wichtige Rolle im Leben gespielt hat und das Leben verändert hat? Ja, das Leben verändert. Das war eine Sendung auf Radio DRS3, wie es ja eigentlich richtigermaßen geheissen hat, oder würde heissen, in einer Sondersendung Black Music Special hat der legendäre Christoph Schwegler den Song gespielt von einem afroamerikanischen Künstler, der Bobby Blue Bland. Und ich habe dort zuerst mal eigentlich verstanden, dass der Blues nicht nur aus 3 Takten und 12
3 Akkorde und 12 Takte besteht, sondern dass es da ganz wunderbare Variationen gibt und dass man sich eigentlich jetzt nicht muss als Bluesmusiker beschränken, eben nur mit diesen minimalen Teilen zu arbeiten, sondern dass da durchaus, dass man da aus dem Vollen schöpfen in dieser Musik, in diesem Musikstil. Und das habe ich nachher auch gemacht und das hat natürlich schon nachher ganz viel ermöglicht. Das hat ermöglicht, Songs wie Try My Love oder Love Man Riding oder so wirklich, was eigentlich Blues-basierte Musik ist, oder Bluesmusik, aber Blues with a Flavor, also ein Blues mit einem zusätzlichen Geschmack, eine Geschmacksrichtung. Sie haben dann sehr lange gewartet, eigentlich, bis Sie dann mal jetzt gespielt haben. Ja, also zuerst mal haben wir den eingespielt 1995. Das war echt die Originalaufnahme in dem Sinn, oder eine Mini-Originalaufnahme. Und jetzt, 25 Jahre später, haben wir, weil wir die Möglichkeit hatten, ein Album zu machen an dieser Stätte oder in dem Studio, wo das Members Only damals ist aufgenommen wurde, haben wir unsere Version aufgenommen und jetzt nach 25 Jahren, so quasi als 25 Jahre Jubiläum, haben wir den jetzt nochmal rausgegeben. Und die Leute haben grosse Freude daran, wie ich auch. Also das ist der Song, den ich eigentlich am meisten jetzt in all meinen, der hat ja gesagt, vielen Jahrzehnten, das sind 35 Jahre, wo ich unterwegs bin. Und 25 Jahre, seit er das im Members Only singt, und das ist mir noch nicht einmal verleidet. Etwas, was mich erstaunt hat, Ihre CD «Let Life Flow» kann man als Kassette kaufen. Das habe ich wirklich fast nicht geglaubt. Aber es sind trendy. Okay. Es gibt ein Publikum, das wieder Kassetten kauft. Ja, also es gibt ganz viele Oldtimer-Autoliebhaber, von Jaguar bis alte Porsche, die Kassettengeräte drin haben. Letzte habe ich irgendwo an einem Autoverladetunnel ist ein alter, schöner Rolls-Royce Silver Shadow neben uns gestanden. Und ich habe gesehen, jetzt ein schönes Kassettengerät, die habe ich übergelenkt und habe ihm das Kassettengerät, hat wahnsinnig Freude gehabt. Also, das ist das eine und halt einfach Leute mit Ferienhäusern, die irgendwo noch in einem Stall noch so ein grundig Radiokassettengerät haben. Also es gibt noch viel mehr. Und Freude hat, wenn es richtig warm tönt. Ja, es ist halt einfach, und es ist auch eine Nostalgie. Mhm. Wie ist es mit den LPs? Das ist auf kleinem Niveau, aber merken Sie das auch, dass das wieder mehr nachgefragt ja, unbedingt, ja. Also ich glaube einfach, die Leute, ich habe wirklich in den letzten paar Jahren ganz viele Leute erlebt, die sagen, ich habe wieder einen Plattenspieler gekauft, ich habe ihn wieder aus dem Keller rausgeholt, ich habe ihn revidieren, was auch immer. Einfach weil die Klangqualität von einer Platte ist einfach unerhört viel, viel besser als aus einem Stream oder aus einem MP3 raus. Und die Leute haben auch ein bisschen, sehnen sich auch ein bisschen danach, einfach zwischendurch wieder mal zur Ruhe zu kommen und eine Platte aufzulegen und mal einfach Musik bewusst zu hören und das nicht nur einfach tröpfeln. Und wenn man Zeit hat, für Musik bewusst zu hören, muss man eine LP hören. Machen Sie das auch so? Das mache ich sehr viel, ja. Und noch etwas, was mich erstaunt hat, auf dem Albumcover tragen Sie ein Jackett und Badeschlappen dazu. Heute haben Sie schöne braune Halbschuhe an, sind mit den Badeschlappen ins Studio kommen. Gut, wäre auch ein bisschen kalt. Aber, es wäre ein bisschen kalt. Es ist ja ein recht eigenwilliger Stil. Ja, es ist tatsächlich eigentlich nicht ein Stil, sondern so ein kleiner, wir haben fast eine Woche lang haben wir probiert im Hotel Giesbach, oberhalb Brienz. Und natürlich schön warm in diesem Hotel. Es war Februar gewesen. Und für die quasi vom Zimmer zum in den Saal runtergehen, proben, habe ich viel halt Flipflops an. Dann ist es darum gegangen, jetzt haben wir einen Fototag. Und die sind so wie aus Versehen auf das Foto gekommen. Sie sind aber ein grosses Thema geworden, erstaunlicherweise. Und sie haben immerhin original brasilianische Havaianas, also in dem Sinn. Und mein Schuhsponsor hat natürlich nicht Freude gehabt, dass das auf dem Cover ist und hat dem mal Ausdruck verleiht, aber so ist es jetzt halt einfach. Es ist so gut. Ihre Musik, wo und wie kommen Ihnen die besten Ideen für neue Songs? Das ist wirklich sehr unterschiedlich, aber oftmals ich bin jemand, der sehr gerne unterwegs ist, wenn man dann wieder richtig kann. Und ich bin vielfach im Travel.
Ich bin vielfach im Auto unterwegs, also fahre auch auf gewisse Strecken, wo ich gerne Stille habe. Und dort das sind so Momente, wo ich so wie eine wiederkäuende Kuh so ein bisschen reflektieren. Aber sehr unterschiedlich. Also es kann und dann nennen Sie Gitarren und gerade irgendwie einspielen? Oder? Ja, nein, das sind oftmals einfach so, das sind so Songfetzen oder Wortfetzen, wo ich mir dann vielleicht irgendwo schnell anhalte oder muss notieren oder schnell auf das Handy auf oder eine Melodie drauf singen. Und sonst sicher auch viel daheim, also wenn ich eine Gitarre in die Hand nehme und da irgendetwas rumprobieren. Aber es gibt jetzt dort nicht eine Regel, dass sie sagen, dort und dort passiert ist das am meisten. Aber Sie sind ein Nachtarbeiter und Nachtmensch? Ja. Eine Zeit lang bin ich ein Nacht- und Tagmensch. Im Moment bin ich eher wieder ein Nachtmensch. Das ändert sich auch wieder so. Da gibt es noch eine Erstaunlichkeit. Sie produzieren Eistee. Den kann man kaufen auf Ihrer Webseite. Ich hätte gedacht, naheliegend wären vielleicht Gitarren oder eben vielleicht jetzt Bodyschlappen. Ja. Wie sind Sie Eistee-Produzent geworden? Ja, halt eigentlich aus Mangel an Möglichkeiten, den hier in unserem Land zu kaufen. Weil die Spezialität ist ein bisschen, dass es ist eben, ja, es ist schon Eistee umgangssprachlich, aber eigentlich ist es eben Iced Tea. Also der amerikanisch, klassisch, eiskalt, gekühlt, Schwarztee unzuckert. Und den gibt es einfach nicht. Also hier gibt es halt einfach vor allem, es bessert sich ein bisschen die Lage, aber vor allem gibt es halt einfach den übersüßten Braun, ich sage, der übersüßte Zuckerblöre. Und ich habe jetzt jahrelang experimentiert, wirklich mit frischem, feinem, biologischem Schwarztee und Wasser. Das sind eigentlich die beiden Elemente, die dort drin sind. Aber dort tun Sie nicht noch selber Hand anlegen, sondern das macht nach Ihrem Rezept? Nein, das ist meine Kreation. Da habe ich Tage und Nächte und Sonntage lang bröbelt. Kann man dort auch noch etwas dazu tun? Wenn man das will, durchaus. Solange man Zucker drin tut. Ja. Wenn man Zucker drin tut, gibt es eine Reaktion und man vergiftet sich. Okay. Was passt? Das ist nicht wahr. Okay. Aber was passt dazu zum Eistee? Da gibt es es muss dann schon etwas sein, wo irgendeinen Geschmack hat. Ich habe sogar auch etwas schon gemacht mit einem Kräutermünzenlikör, wo ich drin mische. Da gibt es ein Getränk namens Louis 61. Und das ist dann so ein Aperitif, das ein bisschen nach Fernet schmeckt, ein bisschen nach Münze schmeckt und ein bisschen Alkohol hat. Aber immer schön gesund und nicht viel Zucker. Sie haben eine enge Beziehung zu Ihrem Hund, der ist heute dabei. Wir haben ihn vorhin schon können beobachten. Trevor, der Mops. Der ist wirklich immer dabei. Ja. Er ist wirklich immer dabei. Er ist einfach, ja, wie soll ich sagen, er ist natürlich, wenn wir Konzerte haben, ist er nicht im Konzertraum, das ist er in der Garderobe, man muss natürlich seine Ohren schon ein bisschen schützen, aber er ist ein Reisemops, er ist sehr gerne unterwegs, so wie er, hat sich wirklich mir sehr angepasst. Er ist auch sehr gerne daheim, wenn er nicht gerade ist es für ihn noch recht. Aber er ist wirklich, ja, er ist immer überall dabei. Das ist Teil von mir, unterdessen, seit 6 Jahren. Wie sind Sie ein Mops? Ist das eine zufällige Wahl gewesen? Nein. Ist das Ihr erster Hund? Ja, in der Familie haben wir immer Tiere gehabt. Also meine Mutter hat von Hunden, Katzen und Papageien und Zwergäseln. Und ich habe immer so einfach die Affinität gehabt für die kleinen Bulldoggenarten und habe die letzten 15, 20 Jahre, wenn ich jemanden gesehen mit einem Mops auf der Straße, bin ich immer her müssen und Jesus und das Theater. Und vor 6 Jahren hat es sich einfach ergeben, dass ich das jetzt machen würde und habe mir auch müssen überlegen, habe ich jetzt Zeit dafür, habe ich Verantwortung über. Es ist wie ein Kind auch, letztlich. Und habe gesagt, jawohl, das kann ich. Und seitdem ist der Trevor dabei. Unzertrennlich. Ja, Trevor. Was ist gut, Tierli? Ja, ganz gut. Gell? Das beste Tierli vom Planeten. Ein Ausblick ist 2021. Ja, was sind Stand heute? Ihre Pläne, Ihre Projekte? Im März bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich jetzt ganz pessimistisch vorausschaue und dass es bis Oktober geht mit dieser Pandemie. Und jetzt wissen wir, es ist nicht bis Oktober gegangen, es geht jetzt im Oktober wieder los.
Ich habe das Gefühl, es wird uns nicht so schnell wieder loslassen. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht so schnell wieder zu einer Normalität finden. Aber ich glaube auch, wir werden ein Format finden, für live aufzutreten in einem alten, kleineren Rahmen, in einem ruhigeren Rahmen. Ich merke auch, die Leute sind durchaus bereit, ohne Maske anzulegen an einem Konzert, was wir sehr schätzen. Wir haben im September ein paar ganz tolle Konzerte gespielt und man merkt auch, die Leute sind sehr hungrig. Die Leute planen wirklich danach, wieder mal an einem Live-Konzert können sein. Und das funktioniert eigentlich schon. Einfach jetzt, ja, das Gefühl zu haben, jetzt eben gerade wieder können, irgendwie vor 1000 Leuten spielen, das wird eine Weile gehen. Aber wir müssen das auch nicht. Also wenn wir für 250 Leute, mal 150 Leute in einem schönen Saal, wo man genug Distanz hat und die Sicherheitsmaßnahmen einhalten, wenn wir dort spielen können, dann funktioniert das für uns. Neue CD, neues Album? Das wird wahrscheinlich eher so im Jahr 2022 ein Thema sein. Ist noch nicht klar. Und so einige Künstler haben also die Video gestreamten Konzerte gemacht. Das ist eher nichts für... Ja, das haben wir jetzt glaube ich einfach einmal auch mitgemacht. Aber das Live-Konzert ist ein Live-Konzert. Das Streaming, das ist gut und recht, aber das ist nicht ein Ersatz. Glaube ich nicht. Da hoffen wir doch darauf, dass Sie bald wieder in Zofingen auftreten können. Frank Hauser, herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio sind. Herzlichen Dank für den Besuch. Merci vielmals. Nächste Woche neuer Gast, neues Thema, hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights.